ich fände es jetzt fair, sage jetzt einfach mal als einen Vorschlag, aber das kann jeder ein bisschen schauen, wie er will. Ich fände es jetzt fair, so ab 10, 15 Releases, sprich wenn du einen Songkatalog, einen kleinen Songkatalog schon hast, ab 10, 15 Releases und wieso schon in den Lauf hineinkommen ist, wie das ist, regelmäßig zu releasen, beziehungsweise du weißt, jetzt, es sitzt jetzt so alles, wie du einen Song anliefern oder ein Projekt, es kann auch ein grösseres Projekt sein. Und das sitzt alles schon mal. Und jetzt bist du aber jemand gewesen, wo noch nie eine Zielsetzung bis jetzt gemacht hat, oder gesagt hat, ja, schau, bis zu dem Zeitraum, bis dort und dort an, nach Release, wird ich so weit sein. Zahlenmäßig jetzt als Beispiel. Man kann sich auch dort mit Zielsetzungen, wenn ihr das googelt, logischerweise gibt es dort auch ganz viele qualitative Zielsetzungen, die man sich machen kann. Das ist eine sehr tiefe Materie, aber einfach halber, sage jetzt einfach mal so das quantitative Ziel, also ein zahlenmäßiges Ziel, wie bis dann und dann willst du so und so viele Streams erreichen. Mit dem Song oder mit dem grösseren Projekt. Und die das halt irgendwann einmal machen, nach 10, 15 Tracks, werden dir jetzt, also die das ausprobieren, jetzt, die da zuschauen, werden dann halt merken, zumindest eben, ob ihr nachher drüber oder drunter sind, macht euch dort mal keinen Kopf drüber, weil ihr werdet dann schon merken, ob ihr irgendetwas viel zu hoch angesetzt habt. Dann denkt dann, ich bin völlig delusional gewesen, völlig verpeilt gewesen, dass ich nach 3 Monaten das Gefühl habe, ich komme auf 200'000 Streams. So. Oder auf 100'000. Aber es geht darum, dass man eben genau so Denkübungen macht und dann bei den nächsten Releases das verbessern tut und dann die Knettmasse sozusagen, stellt euch wie so Play-Doh-Knettmasse vor, wird halt immer, die ist am Anfang irgendwie einfach so irgendeine unerkennbare Knettmasse am Ende des Tages. Und die tun einfach immer mehr kneten, bis ihr irgendwann sehr, sehr konkret wisst, was dort so ein bisschen passiert. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr nachher auf den Tausendsten, auf den Hunderter genau Streams ausrechnen könntet oder so. Aber zumindest allein schon, dass ihr könntet euren Kopf dort an, euren Horizont dort an bewegen, dass ihr ein bisschen die Range herausfindet, wo jemand streamingmäßig einen Song von euch mit organischem Konsum, wir reden da logischerweise immer von organischen Massnahmen, also mit der eigenen Promo, die man machen würde, etc., dass man dann wie so ein bisschen konkreter wüsste oder ein bisschen Range hat, wo etwa der Song würde landen, streamingmäßig, oder wo er noch könnte hingehen. Weil landen ist im Streaming so ein bisschen der falsche Ansatz, weil es ja nicht ein Ende gibt zu dem. So, es geht ja dann weiter mit den Streams. Und macht vielleicht einmal ganz pragmatisch, macht die Übung mit einem kommenden Release, egal ob es auch ein grösseres Projekt ist oder nur ein Track, macht die Übung, dass ihr mal setzt, okay, in 6 Monaten nach Release wird die dort sein, mit der Anzahl Streams.